Toll, euch alle zu sehen. Ey. Welcome im 2023. Ein gutes neues Jahr möchte ich euch wünschen. Jetzt eben hat mir eine gesagt, das wünscht man nur bis zum 6. Januar. Vergisst es. Wir machen das anders. Kannst du ein ganzes Jahr lang wünschen. Der Rest, gutes neues Jahr. Dreh dich doch mal ganz kurz um zu Menschen, die hinter dir sitzen oder wo du nicht so kennst und sag mal, ein gutes neues Jahr. Gegen alle Konventionen über den 6. Januar darüber hinaus. Wir wünschen uns ein gutes neues Jahr. Wirklich. That's the point. Ganz im Ernst, wirklich ganz im Ernst, ich wünsche dir wirklich ein gutes neues Jahr. Und ich wünsche dir, dass die Hoffnungen und Erwartungen, die ja naturgemäß sehr unterschiedlich sind, wie wir in so ein neues Jahr hineinstarten, dass vieles von dem sich verwirklicht und wirklich in deinem Leben Gutes hinterlassen kann in dem 2023. Wie gesagt, manche Erwartungen und Hoffnungen für dieses Jahr sind sehr unterschiedlich. Die einen wünschen sich vielleicht für dieses Jahr einfach mal ein paar schöne Momente. Schöne Momente, weil die letzten 2-3 Jahre waren anstrengend und man möchte mal wieder so die Seele baumeln lassen. Ich hoffe, dass du das diesem Jahr erleben kannst. Andere von uns wünschen sich vielleicht wirklich Erfolg. Erfolg, weil sie für eine Prüfung gelernt haben und denken, doch, ich möchte das wirklich schaffen jetzt. Und möchte den nächsten Schritt machen, möchte im Beruf vielleicht sogar einen nächsten Schritt machen, möchte eine neue Arbeitsstelle finden, dann wünsche ich dir das, dass du das in dem Jahr wirklich erleben kannst. Andere haben vielleicht finanzielle Wünsche, dass sie in dem Jahr die ein oder anderen Schulden sogar abbauen können. Oder was zurücklegen können, weil sie heiraten wollen. Dieses Jahr finden wieder einige Hochzeiten statt. Und naturgemäß sind Hochzeiten irgendwie teuer, keine Ahnung. Aber ja, dann wünsche ich dir das, dass das klappt oder du wirklich was sparen kannst, auf was hinarbeiten kannst, wo wirklich du denkst, das wäre gut in dem Jahr. Vielleicht wünschst du dir auch nur, ihr möchtest entspannter durch dieses Jahr hindurchgehen. Weil die letzten Jahre so angespannt waren. Diskussionen, Spannung in der Familie und darüber hinaus und denkst, wow, das wäre toll, wenn 2023 jetzt irgendwie doch ein bisschen anders wäre. Der eine oder andere von uns wünscht sich vielleicht dieses Jahr einen Partner oder Partnerin. Und denkt schon lange, doch, ich würde mich wirklich freuen, ich würde einen Partner finden, wo ich so eine Zukunft mit aufbauen kann und glücklich bin. Andere wünschen sich, dass sie mit ihrem Partner, den sie haben, oder Partnerin, den sie haben, in dem Jahr wirklich glücklicher werden oder ein wirklich gutes Jahr erleben dürfen und finden, wow, das ist klasse. Manche von uns wünschen sich, dass ihre Kinder in dem Jahr weiter sich gut entwickeln, die Pubertät nicht so anstrengend wird oder endlich mal aufhört. Oder erst gar nicht anfängt, wie auch immer, auf jeden Fall, dass das mit den Kindern gut kommt und dass der Sex besser wird, was auch immer. Und vielleicht, manch einer wünscht sich von uns auch mehr Gesundheit. Wir haben gerade für eine Person gebetet mit Brustkrebs. Ja, und wir wünschen uns und wir hoffen wirklich, dass Gesundheit in dem Leben stattfinden kann. Und vielleicht bist du auch eine Person, die heute hier sitzt und sagt, ich wünsche mir wirklich, ich benötige auch mehr Gesundheit. Ja, dann wollen wir mitbeten für dich und wir hoffen für dich mit, dass in dem Jahr das wirklich passieren darf und Heilung auch auf eine übernatürliche Weise in deinem Leben stattfinden kann. Ja, das wünsche ich dir. Und gleichzeitig, ihr Lieben, wissen wir das und wir sind, sage ich mal, nüchtern genug oder realistisch genug. Ende 22 und auch zu Beginn von dem neuen Jahr war an vielen Orten davon zu lesen, dass eben dieses neue Jahr scheinbar noch anstrengender werden soll, ökonomisch oder wie auch immer, als das letzte Jahr. Eine große Tageszeitung schrieb, das Schlimmste kommt noch. Große Lettern. Das Schlimmste kommt noch, der IWF singt die globale Prognose. Das war im Dezember. Und jetzt gegen Ende und Anfang des Jahres, der WEF und alle, ja, es wird wirklich ein anstrengendes Jahr. Viele Unternehmer, Politiker, Ärzte, Medien sehen eben so ein anstrengendes Jahr. In Deutschland sieht laut dem Zukunftsforscher, dem Horst Opaschowski, sagt er, circa 2/3 der Deutschen sehen mit Sorgen in dieses neue Jahr. Manchmal sogar mit Angst in das 2023 hinein. Themen wie Energiekrisen und Preise, Inflation, Migrationsprobleme in so vielen deutschen Großstädten, die Klimafrage und die Verhärtung von den Fronten links und rechts und den Krieg, der jetzt schon fast ein Jahr in Europa herrscht und scheinbar nicht aufhören will und immer mehr Opfer fordert. Viele Menschen sehen das wirklich sehr, sehr
negativ. Manche Karikaturisten, die haben das versucht, in Bildern festzuhalten, wie das neue Jahr kommt. Vom alten Jahr wurde man geboxt, vom neuen Jahr auch. Und irgendwo ist man dazwischen. Oder es gibt so eine Art Virenstaffette. Die nächsten Mutationen sind auch schon wieder da. Und man freut sich. Und es kommen auch schon die nächsten Erklärungen, wie das alles irgendwo zusammenhängt. Man tut Jahreszahlen zusammenrechnen und denkt dann, ja, so wird es sein. So ist es. Nachdenken. Ne? Wir starten das neue Jahr mit einer Serie, die heißt Hopefully. Das ist ein englisches Wortspiel, Hopefully. Voll Hoffnung. Überfließend voll Hoffnung. Im Deutschen sagt man ja so, hoffentlich. Und denkt, hoffentlich wird es besser. So, nein, wir hoffen wirklich, dass das Jahr voll von Hoffnung in unserem kirchlichen Leben wirklich überfließt. Das ist das Ziel von der Serie, dass wir voll Hoffnung werden. Voll Hoffnung. Der Paulus schreibt mal eine Kirche in Rom in der Zeit, wo sicherlich schwieriger war als unsere heutige Zeit, wo Menschen mehr unter Druck waren, als wir alle hier zusammen sind, wo Leute gefoltert wurden, umgebracht wurden, nur weil sie Christen waren oder du in einem Segment geboren worden bist, wo du nie eine Möglichkeit hattest, überhaupt irgendwo rauszukommen. Und denen schreibt er im Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung, ihr Lieben, erfülle euch mit aller Freude, allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Überreich werden in Hoffnung. Das ist meine Hoffnung für diese ganze Serie, dass wir als ganze Kirche wirklich überreich werden in Hoffnung. Jetzt braucht Mut, ja, es braucht Mut, damals und heute, trotz vieler offener Fragen und Unsicherheiten, mit solcher Hoffnung ins neue Jahr zu starten. Es gibt wirklich vieles, was dagegen spricht, und doch bin ich überzeugt, Leute, wir dürfen hoffnungsvoll hineingehen. Der Schreiber vom Hebräerbrief, der hat es mal so ausgedrückt, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er, Jesus, ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis. Lasst uns festhalten an dieser Hoffnung, die Gott dir zuspricht, in dein Leben ausgießen möchte. Warum? Weil es ist gut möglich, wirklich gut möglich, dass dieses Jahr eben doch Kacke wird. Ist möglich. Ist möglich, dass die schönen Momente sich nicht einstellen, wo wir darauf hoffen, und es doch nicht so entspannt wird. Es ist möglich, dass sogar Prüfungen nicht bestanden werden. Ja, und es ist auch möglich, dass dein Job unsicher wird und sogar du wechseln musst. Und es könnte möglich sein, dass du keine neue Wohnung bekommst. Es könnte möglich sein, dass deine Partnerschaft dieses Jahr wirklich in schwere See gerät und deine Kinder sich auch nicht so entwickeln, wie du dir das denkst und denkst, ja, wäre schön gewesen, aber ist halt so. Und ja, Leute, es kann sein, dass auch Krankheit in deinem oder meinem Leben ungefragt an unsere Lebenstür klopft und reinbricht und Einzug hält und wir es nicht wollen. Ja, das kann alles sein. Das kann alles passieren. Hoffentlich nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Und deswegen lasst uns festhalten an der Hoffnung und überfließend werden davon. Und wie können wir an so einer Hoffnung festhalten? Und wie können wir vorwärts glauben, trotz vieler Ungewissheiten, trotz den Dingen, die wir erlebt haben? Wie könnte das aussehen? Um das geht es heute und das geht es auch nächste Woche. Wie können wir und kannst du und ich wirklich zu Menschen, zu Männern und Frauen werden, die Hoffnung in die Welt tragen, wirklich Hoffnungsträger sind, wo sich manche Menschen nur noch einen Schimmer an Hoffnung wünschen. Hoffnung, von was reden wir? Ich glaube, ganz grundsätzlich, wenn wir von Hoffnung reden, dann reden wir von was Positives. Wirklich von was Positivem. Und das unterscheidet Hoffnung fundamental von einer Erwartung. Erwarten kannst du auch was Schlechtes. Du kannst erwarten, dass wir die Klimaziele nicht erreichen. Du kannst erwarten, dass wirklich das und das Bach abgeht. Du kannst erwarten, dass dein Job verloren geht. Aber hoffen tust du das hoffentlich nicht. Hoffen tun wir nicht, dass es schlechter wird. Hoffen tun wir das nicht. Hoffnung hält das für möglich, dass sich Dinge verändern, und zwar zum Besseren, wirklich zum Besseren hin verändert. Jetzt könnt ihr vielleicht sagen, ja, aber wo ist denn jetzt der Unterschied? Hoffen und wünschen, ich wünsche mir was, und dann, wo ist denn wirklich the big point im Ganzen? Leute, Hoffnung ist mehr als nur, ich wünsche mir eine gute Zukunft, ich wünsche, habe irgendeinen Traum davon.
Beim Hoffen schaue ich nicht nur auf mich und auf meine Umstände, auf das, was möglich ist, sondern auf jemanden, auf etwas, wo außerhalb von mir ist. Und das gibt mir viel mehr Möglichkeiten, im Heute und Jetzt wirklich zu leben. Im Hebräerbrief, da heißt es mal, look, der Grund von unserer Hoffnung ist Jesus Christus. Sein Tod, seine Auferstehung hat letztlich deutlich gemacht, dass das Schlimmste, nämlich Tod, nicht das letzte Wort haben wird. Das Schlimmste hat nicht das letzte Wort. Es ist noch nicht zu Ende. Wenn ihr ein bisschen nachschaut, von der Bedeutung von Hoffnung, von dem Wort, dann könnt ihr das an verschiedenen Orten so lesen. Und ich möchte euch eine Definition mal vorlesen. Hoffnung, das kommt aus dem Mittelniederdeutschen. Heißt so viel wie hopen oder hüpfen, vor Erwartung, unruhig springen, zappeln. Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass es wirkliche Gewissheit darüber besteht. Hoffnung, vor Erwartung, unruhig springen, zappeln. Leute, Hoffnung animiert uns. Eine Hoffnung, die in Christus wirklich verwurzelt ist, die tut uns animieren, loszulegen. Aufzustehen und anzupacken und aufzubrechen. Eine Hoffnung eignet sich nicht dazu, sich einfach zurückzulegen und zu sagen, ja, hoffen wir mal, dass es irgendwie gut kommt. Und einfach mal schauen, wie sich die Dinge so entwickeln. Sondern Hoffnung animiert uns dazu, wirklich, ja, an der Welt hier und jetzt zu arbeiten, von der ich glaube, dass sie eines Tages mal sein wird. Eines Mal so ausgedrückt, Hoffnung sagt dabei einfach nicht nur, wir schaffen das schon, sondern Hoffnung sagt, Gott schafft das, und wir packen mit an. Gott schafft es. Gott schafft es und Gott wird an sein Ziel kommen und wir packen mit an. Der Louis Smay, das ist ein schon verstorbener US-Theologe, der hat mal sehr viel über Hoffnung geschrieben und hat mal so ganz kurz kondensiert gesagt, look, Hoffnung ist für ihn wie ein Seil. Ein Seil mit so aus 3 Fäden letztlich gesponnen, verwoben miteinander. Und der erste Strang, sagte Luke, das ist wie so eine Vorstellungskraft. Ich mache mir im Kopf ein Bild von dieser Zukunft, von dem, was ich mir hoffe. Und ich denke darüber nach und lasse es wie lebendig werden. Und sagte, der zweite Strang ist wie ist Wollen. Ich will wirklich das. Ich will das wirklich von meinem ganzen Herzen, möchte ich, dass das entsteht. Ich begehre das wirklich. Und das dritte sagte, ich glaube tatsächlich, dass das, was ich mir hoffe, stattfinden wird oder zumindest möglich ist. Und mit den 3 Handlungen, sagte er, look, entsteht Hoffnung. Wenn ich mir das lebhafter vorstelle, mehr vor Augen male, ein Ehemann, ein besserer Ehemann, ein Mensch, der mehr betet oder ein Mensch, der mehr in dieser Welt einen Unterschied macht, wenn ich mir das deutlicher vorstelle und wirklich merke, hey, es hat so viele Gründe, warum ich das will und wo ich wirklich einen Unterschied machen kann. Und zum Schluss wirklich zu einer Maßnahme kommen, doch denke, ich will was machen, ich will was verändern in meinem Leben, dann wächst in meinem Leben tatsächlich Hoffnung. Dann wird Hoffnung tatsächlich gestärkt. Hoffnung wird auf einmal stärker. Jetzt denkst du, ja, ein US-amerikanischer Theologe, dem Land des positiven Denkens, mit 1000 Ratgebern, wie kann man Optimismus leben und optimistisches Leben gehen, ist das nicht ungefähr so das Ähnliche, wie ganz viele so Ratgeberbücher es gibt, wie man positiv denken soll, wie man positiv auch in dieses Jahr hineingehen soll und irgendwie, wie man sich denn vorstellt, auch der größte Schissihaufen tut man zum Schluss noch als Schoki-Dessert deklarieren. Das ist gut, weil ich mir das so vorgestellt habe. Und der größte Mist wird dann irgendwann auch noch toll, so in dem Sinne. Und das Verrückte ist ja, so positives Denken, so optimistisch denken, hat ja durchaus auch seine Bedeutung und seine Berechtigung. Und tatsächlich bewirkt das auch was. Es ist ja nicht so, dass es nur Humbug ist. Stellt euch vor, in einem Bewerbungsgespräch, morgen früh, und stellt euch 2 Personen vor. Identische Ausbildung, Hintergrund und so weiter. Und beide bereiten sich vor, morgen früh das Bewerbungsgespräch. Sagen wir mal, die eine Person ist, nennen wir sie Frieda Fröhlich. Frieda Fröhlich. Frieda Fröhlich steht morgen früh auf, geht vor ihren Spiegel und sagt, wow, da bin ich.
Das wird mein Tag. Und heute, ich freue mich auf dieses Vorstellungsgespräch. Hey, und ich sehe gut aus. Doch? Doch. Und ich habe wirklich einen Rucksack an Erfahrung und Ausbildung und ich werde deutlich machen, warum Sie mich brauchen und welchen Unterschied ich in der Firma mache. Und dann läuft sie raus und verschüttet noch ihren Latte Macchiato auf ihre Hose und denkt, ja, was soll's, ich stehe zu meinen Fehlern. Und sagt dann im Vorstellungsgespräch, schauen Sie, heute Morgen vergossen, aber ich stehe zu meinen Fehlern, ich lerne draus. Ich trinke nur noch Tee oder sonst was. Frieda fröhlich. Und morgen früh steht auch eine andere Person auf, sagen wir mal Trudi traurig. Trudi traurig steht auch auf, steht vor ihrem Spiegel, schaut sich an, Falten. Ah. Wie soll ich mich schminken? Auffallend, dezent, besser so? Gar nicht, ich gehe so. Ist einfach natürlich wahrscheinlich. Hat dieselbe Ausbildung, selben Hintergrund. Bin ich wirklich qualifiziert, auf dem Weg dorthin derselbe Kaffeefleck auf ihrer Hose? Oh je, wie soll das gehen? Und letztlich steht sie in dem Gespräch steht gegenüber, ich habe volle Qualifikation, bin ich sicher, ob ich wirklich in dem Bereich auch schon alles so viel Erfahrung habe. Und sie steht dann die ganze Zeit so da, bei dem Kaffeefleck halt, damit man den nicht sieht. Guess, wer kriegt den Job? Trudi oder Frieda? Ist tatsächlich so. Dass positive Gefühle, positive Gedanken sich auch irgendwo die wirken sich aus in unserem Leben, in unserem Denken. Und manchmal, das Gesetz der Anziehung ist dann wirklich so, dass du den Job dann kriegst, wenn du so überzeugend, fröhlich und kompetent auftrittst, bei völliger Ahnungslosigkeit. Ist egal, Hauptsache du trittst auf. Ja, und manchmal kriegen genau die Leute dann eben den Job. Positive Gefühle bringen positive Gedanken, ziehen positive Gefühle nach. Negative Gedanken bringen auch häufig negative Gefühle hervor. Und deswegen steht in all den Büchern, Leute, ihr müsst positiv denken. Starte toll in den Tag. Begrüß dich vor dem Spiegel. Hallo Welt, ihr habt mich wieder. Und dann wird das wirklich ein klasse Tag. Das hat nichts mit Hoffnung zu tun. Nichts. Das ist nicht schlimm, das ist auch nicht schlecht, optimistisch in die Welt zu gehen. Manchmal ist das aber sehr gnadenlos. Gnadenlos, wenn Menschen, du dann noch sagen musst, hey, du musst einfach die negativen Gedanken verdrängen, du musst es beiseite tun und das Schlimme musst du nicht, das musst du eben die Schießhaufen als Schokibrötchen verkaufen in deinem Hirn, dann klappt das schon. Leute, das hat nichts mit einer Hoffnung zu tun, wo der Paulus von spricht. Es ist sogar gnadenlos und ich bin so dankbar für eine Bibel, wo so viel Klage und Leid drin vorkommt und das nicht verheimlicht wird oder unter den Teppich geweht wird oder man jetzt einfach positiv darüber nachdenken muss, über den Mist, sondern sogar gesagt wird, wir klagen das unserem Gott, wir dürfen dies ehrlich kommunizieren und anklagen und sagen, doch, das ist unser Leben. Aber es gibt trotzdem noch Hoffnung, die noch darüber hinausgeht. Wir werden in den nächsten Wochen das prominent mal behandeln. Wenn Menschen nur noch einen Schimmer an Hoffnung haben und hoffen, dass es anders wird. Wie gehen wir um mit den Dingen, die eben so beschissen sind? Der Paulus brachte eine Revolution von Hoffnung in die Welt. Und sagt, look, hoffen, wenn du auf was hoffst, was du schon hast, dann musst du nicht mehr hoffen, dann hast du es ja schon. Wir hoffen auf was, was noch nicht da ist, was schon angebrochen ist, aber noch nicht voll da ist. Wir leben im Glauben und eben nicht im Schauen. Wir warten noch auf das eine oder andere. Und das Warten fällt uns dann und wann tatsächlich sogar schwer. Und ich stelle mir das manchmal so vor, ich meine, die meisten von euch waren mal irgendwo am Flughafen, oder? Und die meisten von euch, die schon mal einen abgeholt haben am Flughafen, wenn du warst, das Großmami oder Großpapi oder eine Frau, Partner, Freunde, du fährst da raus an Basel, Mühlhus und stehst da und wartest jetzt, dass die Person aus dem Bereich rauskommt, über den Zoll. Du weißt, der Flieger ist angekommen, steht alles auf dem Schild drauf. Und jetzt ist die Person irgendwo beim Baggage Claim. Und du stehst da vorne vor dieser Tür mit zig anderen Leuten. Manche haben Blumen dabei, andere haben Schilder, liebes Mami, hallo, freue mich und so weiter. Und alle stehen da miteinander und warten da. Und dann kommen die ersten Leute raus. Und die ersten werden begrüßt, manche gehen einfach schnell durch. Und du stehst da und wartest und wartest. Und diese Person kommt noch nicht. Und denkst, was ist los? Sie ist eingestiegen. Du weißt, sie ist auf dem Weg, sie ist irgendwo da hinten, aber sie ist noch nicht aufgetaucht. Und das ist manchmal mühsam, dann wartest du da und die anderen haben schon alle ihre Lüt mitgenommen und du stehst da und denkst, ja, was ist da hinten wieder los?
fährt die Karussell auf dem Baggage Claim. Hey, und das ist genau das, wo der Paulus von redet. Wir warten noch drauf. Wir warten, der Jesus kommt. Das Reich Gottes hat schon begonnen und es wird sich durchsetzen. Aber wir warten auch noch drauf. Und in der Spannung leben wir und irgendwo in der Spannung wollen wir wirklich diese Hoffnung hochhalten und verbreiten. Und im Hier und Jetzt wirklich das Gute tun, was richtig ist. Während dem Kalten Krieg, also in den 70er, 80er Jahren ungefähr, hat der Václav Havel, der spätere Präsident von der Tschechoslowakei, war aus staatlicher Sicht wurde politischer Gefangenschaft, er musste arbeiten, ganz niedere Arbeiten machen, aber er hat auch Gedichte geschrieben, ist schriftstellerisch tätig gewesen. Und als er später als erster freier Präsident gewählt worden ist, hat man ihn gefragt, wie er das denn alles so überlebt hat in den dunklen Jahren, dass er so eine Hoffnung aufrecht gehalten hat in seinem eigenen Leben. Er hat folgende Worte geschrieben und ich möchte euch das vorlesen. Er sagte, Hoffnung in diesem tiefen und kraftvollen Sinne ist nicht dasselbe wie Freude darüber, dass die Dinge gut laufen oder die Bereitschaft, in Unternehmen zu investieren, die offensichtlich einen baldigen Erfolg zusteuern, sondern vielmehr die Fähigkeit, sich für etwas einzusetzen, weil es gut ist. Und nicht nur, weil es eine Chance auf Erfolg hat. Je aussichtsloser die Situation ist, in der wir Hoffnung zeigen, desto tiefer ist unsere Hoffnung. Hoffnung ist nicht gleichbedeutend mit Optimismus. Sie ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgehen wird, sondern die Gewissheit, dass etwas sinnvoll ist, unabhängig davon, wie es ausgeht. Kurz gesagt, ich denke, dass die tiefste und wichtigste Form der Hoffnung, die einzige, die uns über Wasser halten und zu guten Taten anspornen kann und die einzige wahre Quelle für die atemberaubende Dimension des menschlichen Geistes und seiner Anstrengungen etwas ist, das wir sozusagen von woanders her bekommen. Von woanders her. Genau um das geht es, um das von woanders her. Der Paulus ermutigt uns nicht, look, der Gott vom Optimismus erfülle euch. Und der Psalmist sagt auch nicht, setzt euren Optimismus auf Gott, sondern setzt eure Hoffnung auf Gott. Hoffnung geht weit über die Umstände hinaus. Hoffnung kommt woanders her, kommt wirklich von woanders her. Und dass Paulus die Worte geschrieben hat, die Leute in der antiken Welt, die hatten keine Hoffnung auf ein besseres Leben, das irgendwie besser ging. Du warst Sklave, du warst das und dann warst das. Und er bringt ihnen eine Hoffnung, eine Revolution und sagt, hey Leute, da kommt noch was ganz anderes. Das Reich Gottes bricht an und wie eine Bewegung weltweit und macht Menschen Hoffnung auf Gerechtigkeit, auf Frieden. Das ist die größte Not in unserer Welt ist. Echte Hoffnung kann wirklich nur von Gott kommen und dort ist er auch verankert. Und Gott kann eine Hoffnung schenken, die uns nichts auf der Welt irgendwie geben kann, gar nichts. Der Schreiber vom Hebräerbrief, der drückt es mal denn so aus und sagt, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter den Vorhang. Die Hoffnung ist wie ein Anker, der hinter den Vorhang geht. Das ist ein fester, sicherer Anker. Ich möchte ein bisschen deutlich machen. Wir sind irgendwo verbunden, verankert letztlich in unserem Leben mit diesem Jesus, der dem Tod, dem Schlimmsten wirklich letztlich gezeigt hat, der Herr, das ist nicht das letzte Wort. Und der Anker, der geht bis hinter den Vorhang. Der reicht in den Himmel hinein. An den Ort, wo wir wirklich verankert sind. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, look, das ist ein sicherer Anker. An dem halten wir fest und der zieht uns nach vorne. Der zieht uns wirklich dahin. Der Anker, an dem sind wir, egal wie stürmisch es sein werden wird, der Anker hält und der Anker verspricht uns, ja, es kommt wirklich mal gut. Gott wird das letzte Wort haben. Sein Friedensreich wird sich wirklich ausbreiten. Es lohnt sich jetzt schon hier und jetzt, wie Václav Havel sagt, das Gute zu tun, egal ob es jetzt schon Erfolg hat.
Egal, ob es jetzt schon aufblüht oder nicht aufblüht, es ist trotzdem gut, weil es kommt von woanders her. Den Nächsten zu lieben, Leute, das kommt von woanders her. Das ist wie aus einer anderen Welt. Zu teilen, das kommt von einer anderen Welt und macht hier schon einen Unterschied. Und da sind wir verankert, das hält uns. Und wir wissen, es kommt gut, diesseits oder im Jenseits. Leute, eine Herausforderung in dem Jahr wird bleiben, auch wenn sich das momentan nicht so gut anfühlt, erfolgreich anfühlt, das, was wir tun, blüht noch nicht auf, es trotzdem zu tun, weil es gut ist, weil es uns dahin zieht, wo wir sein wollen und wo wir möglichst viele Menschen mitnehmen wollen. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Freunde, ich wünsche mir, dass wir so hoffnungsvoll durchs Jahr gehen und immer wieder das spüren, dass da ein Anker ist, der uns hält. Egal wie beschissen es momentan vielleicht läuft. Aber der ist woanders, wir sind woanders wirklich verankert. Voller Hoffnung. Nicht, dass unser Leben einfach besser wird, sondern dass Gottes Reich sich noch mehr im Hier und Jetzt wirklich manifestiert und sichtbarer wird. Ich wünsche uns, dass wir hoffnungsvoll sind, unabhängig von unseren Umständen und nicht, weil wir die besten Optimisten sind oder die tollsten positiven Denker unter der Sonne oder wir komplett ignorant gegenüber den Umständen sind, die momentan stattfinden, sondern weil wir vom Gott her uns haben füllen lassen mit diesem Geist von der Hoffnung. Und das ist Gottes Angebot, sagt, ich gebe dir einen Anker. Halt dran fest und ich erfülle dich mit meinem Geist, den Geist der Hoffnung. Und das möchte ich in dem Jahr. Ich möchte in meiner Wartehalle stehen und weiter warten und freudig schauen, was passiert dieses Jahr schon. Ich möchte wirklich sehen, ja, noch mehr von diesem Reich. Und als Mensch leben, der wirklich einen Anker hat, egal was momentan läuft. Und wenn du heute Morgen hier jetzt sitzt oder im Livestream dabei bist und das Podcast das schaust und denkst, hey, ja, ich würde mir das noch mehr wünschen, so eine lebendige Hoffnung, so einen Ankerpunkt zu haben im Leben, dann ist heute wirklich ein guter Zeitpunkt zu sagen, hey, ich möchte darum beten, Geist Gottes erfülle mich. Vielleicht brauchst du eine Person, die mit dir betet, dann lade ich dich ein, unser Gebetsteam wird da vorne sein, dann gehst du einer Person hin und lass für dich beten, dass du wirklich diesen Zug spürst von diesem Anker, dass sich das hebt und weiter nach vorne zieht und wir hoffentlich wirklich so ein super Jahr erleben dürfen, wo das Reich Gottes blüht und aufblüht in deinem privaten, in meinem privaten und in unserem kirchlichen Leben, in unserer Stadt, in unserer Region. Lass uns nicht nur bei uns persönlich stehen bleiben. Das wünsche ich mir. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich bete noch mit uns. Jesus, ich bete gerade für die Menschen jetzt unter uns, die momentan wenig oder fast gar keine Kraft haben, irgendwie zu hoffen, an dem Seil überhaupt noch festzuhalten, wo den Anker, diesen Festpunkt wirklich nicht spüren. Geist Gottes, ich bete dass du sie erfüllst und dass sie auf eine Art und Weise, die sie spüren und verstehen, merken, dass du wirklich ihr Fixpunkt bist, dass du ihnen diesen Halt geben möchtest und dass sie überreich wirklich in Hoffnung werden können, überfließen können da drin. Und wir loben dich als Gott vom Frieden. Wir möchten sehen, dass das noch mehr stattfindet in unseren Herzen, in unserer Gesellschaft, auf der Welt, dass es überfließt. Wir möchten dir alles zurückgeben, was du uns geschenkt hast und dir Dank sagen dafür, dass du uns dieses Angebot von so einem festen Anker machst.